Dann sagt lieber Gott, ich vertraue das nicht mehr, Meier, der macht so schrecklich Lieder. Du etwas, tu etwas oder nimm sie. Vandaag zit je bij Frau Erna Giesbrecht van Philadelphia. Dankeschön, Frau Giesbrecht, dat we dat hier maken dürfen in diesem Haus hier. Du bist immer noch thuis en hast aber al een goudet Alter. Hoe oud bist du? Ja, ik zie nu 90. Wow. Zie, en dat geht noch mit de Bein? Ich habe verhältnismäßig noch sehr gute Gesundheit. Ja. Aber ja. Brauchst du Hilfe, wenn du verreisen willst, nach Kanada, nach Brasilien, nach Strand, nach Mexiko oder Deutschland, dann kommt noch Männer Travel. Die helpen ook met papieren, met verzekering. Die reden ook je spraak. Männer Travel heeft een zeer goede service. Wo bist du abgewachsen, oder geboren? Ich bin hier in Philadelphia geboren. Mein Vater war der erste Koloniesleiter. Und der musste nur aus Paraguay fahren, das Land sehen. Die hier in Chaco, die wollen ein anderes Land haben in Ostparaguay. Und dann fuhr er durch und da fand er das Land Friesland. Dort mit Untertaub, wir nehmen uns alleine, wir immer mit Untertaub. Und dann kam er zurück, mochte dort dann hier wieder eine ganze Gruppe. Und ich war hier geboren und ich will auch nicht sagen, dass meine Augen wieder sehr schlecht. Aber dann mochte er die ganze Reise reiten. Und dann trok ich mit meinem Vater, mit der ganzen Gruppe nach Friesland. Ah, okay. Dann bist du ein Pionier oder ein Gerinder von Friesland? Ganz genau. Okay, ja. Okay. Und hast du da auch deine Jugend dort verbracht und zum Glauben gefangen? Ich habe in Friesland eine sehr gute Kindheit und Jugendblatt. Wir waren vorher hier aus dem Chaco, vorher Tschechisten. Und wir kommen dann nach Friesland und von Russland hat meine Eltern alle vorher Tschechen. So dass wir vorher Russländer und vorher Tschechisten. Ja. Und wir haben eine sehr gute Kindheit gehabt. Ich bin in Friesland zur Schule gegangen, auch sogar Bibelschule wieder, da wir teilweise auch Bibelstudium. Das erste war Julius Legid. Und der lädt den Heilsplan aus in Friesland, 2 Wochen. Und da, wie am Nobertag wird die Andachten. Und wir junge Menschen gingen da zu Fuß 3 Kilometer einmal zu der Andacht. Und da bezierte sich sehr viel. Und dann bezierte sich mein Bruder auch, Harald Funk bezierte sich. Da dachte ich so, aber was sie jetzt? Mein Bruder mit den Jungs ist auch noch einmal Lothar. Erst mal dachte ich, möchte sich bezieren. Und dann dachte ich mir, ich würde die Wirklichkeit ganz der Andacht dort. Dann bin ich so, nach irgendwo hier, der Spieler konnte ansagen. Und wirklich, dann wir in unseren Dorf in Kornels, Friesland, eine Jugendstunde. Und dann war ich einig mit meinen Freunden auch und mit anderen auch. Sie wurde uns da beziehen. Du hast dann irgendwann den Freund kennengelernt, oder die besser gesagt, und die will aber studieren vor in den USA. So, hat je dort vorher noch nicht ganz fast, dass je würde Freundinnen sein, Freund sein? Dann war wieder Bibelschule. In der Schule wird das ja hier im Chaco nicht. Und dann kommen die Lehrer mit ein paar anderen Studenten nach Friesland. Und einer von den Studenten, die mitgebracht hat, das war Gerd Giesbrecht. Und Erich Giesbrecht und Gerd Giesbrecht sind noch ein Peter Ditschhofer noch, ein anderer schon mal. Gerd Giesbrecht und Erich Giesbrecht, die kommen dann alle beide an. Aber die mögen sich rein, für 4 Jahre nach Kanada, zum Bibelcollege zu fahren. Ah, nach Kanada, okay. Nach Kanada zum Bibelcollege. Und das wissen wir alle. Und ich sage so, nee, der fährt sowieso nach Kanada, der ist nicht für mich. Aber der hat das anders gedacht.
Ja, naja, Gott hat je lange en die Jo. hebben Briefkontakt gehouden en du hast je nachher mit am befried. Ja. Hij weer dan 6 jaar was. Ja. Ja, okay. En dan kwam Ja. dat terug. En die hebben dan ook een familie gegründet. Eerst eine dochter en dan de tweede dochter. En bij de tweede dochter war die op einmal aan dat er wat niet ganz in Ordnung war. Ja. Met eenmaal weer onze vriendin, die had de ruiten. En die weer met zo'n hoofd wat ruiten houden. En werd echt ook krank. En dacht ik zo, nou, wat zal ik nu doen? Je gaat naar de dokter. En dat wie je krijgt, dan krijgt wie einer van in Amerika. En die zegt, joh, je wordt niet geimpft. Maar Ruiten, dat is een zware krankheid, joh. En dat wist ik, dat baby kon worden. Jo, zei ze, 10% van ganz am Anfang, wegen unser Anfang schwanger, dann können 10% können viel haben. Jo. Zo weer het dan, die kon niet hier. En dan werd hij geboren en dan wist ik alle. En dan zei ik iemand im Krankenhaus lag, ich wist immer, da kon ergens wat schuld zijn. Dan kwam mijn vriendin, Frühdoktor Lubun, weer dan hier. En die zei tegen mij, die kon ook nog een hartfehler hebben. Nou ja, ik wist ja van Ruiten, kon er ergens wat zijn. En dan zei weer, Fußballanfang nicht stört. Sehr schwach, das Baby. Sehr schwach. Dann hat er 7 Monate Terschfall gehabt. Oh. Der war so schrecklich schwach, dass ich viel, von den Doktors hier viel Medizin gekriegt hat. Aber das halb alles. Und dann muss ich wieder geben, weitergeben, einen anderen vor. Und dann hat ich Medizin gekriegt von ihr für den Bauch. Wie sie so viel Medizin nehmen musst, kriegst du mit einmal Magenkramp. So hatte ich eines Tages auch sie hielt sehr viel. Und dann dachte ich mal, wenigstens mal, du schreien soll, nicht bloß wärmeren. Der hat seine Kraft, das weiß ich nicht. Aber dann wusste ich das nicht. Und wenn ich hier so nun direkt an meinem Buch, dann wird für ihr Buch wohl das möglich. Und dann so hatte ich mich hier so am Arm und dann wenn man sie hier auf mir schaut, und dann schaut sie mir so schrecklich traurig an und sagt sie also so, Mama, kannst du mich nicht helfen? Das wird Ja, weer schwer. schwer. Dann sage ich, lieber Gott, ich vertraue das nicht mehr, Meier, dem hat so schrecklich Lieder. Du etwas, tu etwas oder nimm sie. Und dann wechselt unsere Kolonie, Dr. Davis, den ich war, und er brachte uns einen Doktor hier von Asunción, einen jungen Doktor. Und dann schickt der mich Fuß, der Doktor von dann, mich mit der Linda nach Asunción. Ja, und da hat sie dann arrangiert und da hat er noch im Hut. Und dort wird die ganze Frage, warum Linda so schwach wird. Ja, von der ganzen, ja. Aber du warst das an, dass sie nicht hier konnten. Ja, ich war das an. Ich war das an. Ich glaubte mir das gar nicht. Ich sage immer, das kann ich hier. Wenn wir am Bauch dann schickte, dann wieder immer freundlich. Sehr freundlich, ja. Und ich glaubte mir das gar nicht, dass ich nicht hier konnte. Ja. Du bist dann auf Empfehlung von anderen nach Kanada gefahren, um weiter wieder Untersuchungen zu machen. Und auf der dritten Reise hast du ein besonderes Erlebnis gehabt. Ich glaube, beim Hahn darfst du nicht allein reisen. Dann hast du wem, der mit dir geht, aber beim dritten musst du allein reisen. Was passiert da beim dritten? Ja, ich fuhr ganz allein. Aber ich hatte mein Gott gebracht und der hat mir dann noch, also hier ist mein krankes Kind, und dann fuhr ich ganz allein. Ich sollte, dann stehe ich einen Bus an, auf einem Flughafen, und mit dem Bus musste ich dann in New York fahren, auf den Gas fahren, und dann musste ich weiter, wo ich ausstehen soll, wo der andere Flughafen war. Halleluja. Flattern sie ja. Aber ich habe im Leben Gott hat gesagt, und dann hat er mich doch einmal geholfen. Und dann sagte ich dann auf dem Bus, und ich habe meine Tasche, und ich habe gefüllt, dann muss ich auch jemand haben, all die Sachen. Weil das Wichtigste wenigstens. Ja. Und dann sagt einer hinter mir,
Die sagt dort, schickt immer noch sieht, und meine Länder hier, wie es sei, anrührt, schickt immer was. Und dann sagt er immer, klappt er mich an und sagt, du weißt echt, wo die helfen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will, aber ich sage, er sieht echt, wo die helfen. Und dann, dann weiß ich ja, wo das. Und dann fuhr wir im Bus, mit dem mal klopft, da sagt er, nimm den Fuß, meine Tasche, und sagt er, komm, hier ist es. Und jetzt ist am Flughafen. Ne? Und wir mal am Flughafen gewesen ist. Und viele lange Jahre da sind, so wie das hier auch. Und dann singt er vorab, und dann singt er echt, mit meinen Ländern im Arm. Oh, das. Aber ich sage, Jentchen sei ja hingeron. Und dann dreht er mal eine Arzt und kommt vor zurück und sagt, ich komme dann auch bei dir. Sagt er, zieh mal da in die Tasche. Und dann sagt er, zieh mal da, du hast Paraguay. Und dann wollte ich am Tag schon sein, und dann wieder mal was. Und dann habt ihr nicht gesehen, wo der geblieben ist. Ich sage, ich weiß mir bloß, du hast Paraguay. Und da sind meine Tasche, die hat heute da angestellt. Das ist ein Engel gewesen. Dort ist ein Engel gewesen. Und dann stand ich da auf dem Flughafen. Ganz irrens von der großen Stadt. Und so wieder. Ja, sehe. Du hast dann nachher hier in Philadelphia deine Tochter ungerecht. So gut als du kannst, und aber auch nach andere Kenia. Wo warst du dort an, dass hier noch mehr Sonne wäre? Und wo schreist du denn, dass die bei dir dann auch mitmachen? Dan heeft de leven Gott auf je zo zien weer, ja. Und meine nicht kommen nur uns. Met de leerde einen Chilachane von Südmänner. Und die zei, met den reden wir, und dann war ich da en dat dat Mädchen weer, wat ook niet hier kon. Ja. Und dann waren wir uns einig, dann wurden wir hier nicht, fuhren dann da nach Südmänner, nur die Lied, da met ihnen zu reden. Und die reden dann da die. Aber die ist wieder in Friesland. Meine Freundin in Friesland. Ich wusste, dass die auch das ein Anleg, ein Flugzeuganleg, Flugzeugfahrt, wird auch da geworden. Oh. Und die wollten mit uns mitkommen, und ich wurde dann mit unterrichten. Und die Mädchen, die waren 5 Jahre alt, denn ihre Schwester wollte mit mir mitkommen. Die wurde dann hier mit ihr in Quartier sein, dass der Junge nicht, das Mädchen nicht allein wird. Und so habe ich die dann unterrichtet. Wo lang ungefähr? Mehrere Jahre? Oh, na 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Okay. Okay. En ik weet dat man met Linda, wenn man die anschaut, kann man mit der nu gut reden. Aber ja. Die, als je bij die hier bezieht woont, en die fährt mit die nu noch anschauen und alles, ja? Aber ja. Hij is diese schrecklich dankbar. Also das soll jemand proben. Das ist sehr harte Arbeit. Die kann nicht hören, aber die kann sein. Also je hebben dan nachher doch noch ein Kindje gekregen, das ist auch alles okay. Und so haben sie auf viele Städte sind sie gewesen, auch in Philadelphia ist die Mann Gemeindeleiter gewesen. Der erste war leider vor 20 Jahren gestorben, die bist nicht bei 20 Jahren allein. Ja. Ja, okay. Nachdem die Mann dann gestorben ist, hast du über einen Dienst im Nervenasyl Sanatorium gemacht. Was war das für ein Dienst? Wir hatten ein Weihnachtsprogramm. Und dann kam die Leiter noch mir und frug mich, als ich da wurde, wie die mit den Insassen, mit dem was vertellen, ja. Ja, Lektion noch vertellen. Und das sehe ich dann, ja, das kriegt, was mir fehlt. Also Lektionen bringen? Lektionen bringen, ja. Und dat deed u dan hoeveel Monate? Am Anfang wie jeder Weg durch. Jeder Weg? Aber dann habe ich mit denen verschiedenes zu tun, ja. Ja. Dit jaar ook nog jeder Weg? Nee, 2-mal im Monat wieder drin. Wow. Ja. Dat is een goede afwisseling. Het leeft voor die en voor Jana ook bestemd, ja. Ja, hast veel erlebt, veel gebetserhörungen ook erlebt.
was setzt du nu an diese Zeit, oder was willst du unsere Totschädja mitgeben? Nooit jaft het alle rein. En we zijn opgeforderd de nood te zijn. Jezus ging alle ween en zag de nood en Jezus helpt door. En wanneer we nood te zijn, dan gaan we ook gaan. En ik was tot Angelo, we zijn nood weer. En dan zei dat jo. En dat was voor mij een zeer grote zegen. Dat is einfach voor mijn leven een zeer grote hulp geweest. En dan ook wat woorden te doen. Wat wogen te doen? Wat woorden te doen. Dat is goed, goed uitgesprochen. Dankeschön für dieses Bericht. Da wird noch viel zu vertellen sein, aber das tun wir mal so weit, als wir nu haben. Wir sollen ook maar spazieren, ja. En ja, we zullen mal länger spazieren, ja. En ik hoop, jullie heeft het ook gevallen. En tot het nächste Mal.